Gut, da sind wir wieder. Und wir waren bei der Goblin-Höhle. Weil wir da einen Schatz suchen. Für den Piraten. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Hey, Worauf wartest du noch? Geh rein und hol das Zeug. Natürlich. Gut. Jetzt müssen wir uns erstmal heilen. Also mal Geschicklichkeit. Gut, mal speichern. Waffen haben wir auch noch keine vernünftige. Aber das kommt alles noch. Oh. Wenn mal einer kommt, das. Einzeln schaffen wir es, aber alle Wumme ist scheiße. So locken wir es doch lieber aus. Dann kann sich der Pirat erwägen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Was macht er jetzt? Haben wir jetzt den Typen drauf? Das ist natürlich nicht gut, wenn wir den treffen, weil dann haut uns der auch nicht ober. Was macht denn der? Ah ja, so perfekt war das noch nicht. Gut. Wird aber noch besser mit der Zeit. So, die locken wir jetzt aus. Dann kann sich der damit erwägen, wenn's kommen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. hey, Worauf wartest du noch? Ach so, irgendwann der sagt mal was anderes. Gut, anscheinend wirkt manchmal unsere Figur ein bisschen breiter. Kann eventuell am Mottling, aber das stört eigentlich nicht groß. Jetzt ist wieder normal, aber manchmal, wenn man wieder neu lädt, dann wirkt es ein bisschen breiter. Aber das ist jetzt nicht tragisch. Kann der eventuell an den Varus Biker Mod liegen. Sind einer? Nein, natürlich kommt nicht einer. Pirat? Da kommen noch welche. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern.
Mistvieh weniger. Naja, gut. Haben wir das auch erledigt. Das macht nichts, die paar Erfahrungspunkte, die wir da verloren haben, die kriegen wir noch alle im späteren Verlauf, weil wir rauben und plündern wieder. Den haben wir erledigt. Und den auch. Gut. Der hat doch was gesagt mit dem X. Gut, und wie man weiß, ein Kreuz markiert die Stelle, wo ein Schatz vergraben ist. Dann schauen wir mal. Da haben wir nämlich die Spitzhacke. So, wir müssen nur noch schauen, wenn wir die benutzen. Wie grob war mit dir? Ach so. Gut. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Nicht mehr? Gut, dann gehen wir wieder aus zum Craig. Wo warst du denn so lange? Hast du schon was gefunden? Natürlich haben wir was gefunden. Ja, ich habe ein Säckchen mit Gold ausgegraben. Her damit. Hier hast du es. Das ist gut. Dann sind sie immer noch da. Bist ja doch zu was zu gebrauchen. Okay, hör zu. Ich habe noch mehr vergraben. Und du wirst es mir wieder beschaffen. Also, auf dem kleinen See mit den 2 Wasserfällen ist eine kleine Insel. Da müsste ein Versteck von mir sein. Weiter oben auf dem Weidenplateau habe ich auch 2 Stellen, an denen ich was vergraben habe. Die eine Stelle ist hinterm Bauernhof da oben und die zweite neben dem Eingang zum Pass bei den Wasserfällen. Es führt eine Treppe hinunter von den Feldern des Bauern dort oben zu denen des Großbauern. In dem Talkessel am Ende der Treppe ist eine weitere Stelle. Ich werde bei der großen Kreuzung bei den Feldern des Großbauern auf dich warten. Enttäusch mich nicht. Das würdest du bereuen, klar? Och, das glaube ich nicht. Gut. Das haben wir jetzt erledigt. Lurker, mit denen legen wir uns natürlich noch nicht an. Wölfe, das ist auch nicht gut. Aber die Blutfliegen kann man locker. Einzeln Da ist bitte. wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mistvieh weniger. Hey, das sind meine Viecher. Das waren meine Erfahrungspunkte. Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Der treibt uns in den Ruin. Aber vielleicht können wir da um. Gibt es da irgendein Viech drin? Ich hoffe es jetzt einfach mal nicht. Oh. Da ist doch was drin. Dann losen wir das nochmal mit der Schatzausbuddlerei. Wo geht er hier?
Gut, wir wollten sowieso erst einmal in die Taverne schauen. Schwerer Ast, den nehmen wir mit. Mindestens ein Goldstück springt auf jeden Fall außer. Das dürfte das Lager der Jäger sein. Aber erst einmal probieren wir uns in Scavenger jagen. Das sind ja eigentlich relativ leichte Gegner. Gut, wo haben wir den ersten? Naja, so leicht glaube ich sind die noch nicht. Ich glaube, da halten wir uns noch ein bisschen zurück. Und schauen wir erst einmal in die Taverne. Und zwar ist es zur toten Harpie. Gut. Ich werde mich da nicht einmischen. Bauer. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Bauer. Er stellt sich das immer so ein. Sollen wir da irgendwas nehmen? Dann haben wir Feinde. Das ist eine schlimme Sache.